Wunderbar bist du da heute Morgen in der Gemeinschaft mit den Gläubigen und in der Gemeinschaft mit deinem Gott durch seinen Geist wirksam unter uns. Ich hoffe, dass du heute Morgen vieles mitnehmen und verändern von diesem Platz gehst. Nicht, weil die Musik besonders gut gespielt hat. Haben wir sehr gut gemacht. Nicht wegen der Predigt. Gott möchte dich verändern. Gott möchte dir etwas mitgeben für die Woche, dass du gestärkt von diesem Platz gehst. Wir sind unterwegs in unserer Themenreihe «Jesus ist». Auf Ostern hin und es geht in Windeseile und nächsten Sonntag haben wir schon Palmsonntag, dann Karfreitag werden wir feiern miteinander und Ostern werden wir feiern miteinander. Und ich habe einen Vers heute mitgenommen zum Start aus Jesaja 33, 22. 700 Jahre vor Christus, der Jesaja prophezeit. Und er sagt Folgendes: Der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gesetzgeber. Der Herr ist unser König. Er wird uns retten. Wir haben vor 2 Wochen am Sonntag über das Thema geredet, Jesus, der Richter. Und er wird Gerechtigkeit bringen. Das ist garantiert. Er, der die Herzen kennt, wird am Schluss der Weltgeschichte Ordnung bringen. Er hat das letzte Wort. Wir haben einen Gott, der hier beschrieben wird, der Ordnung bringt. Durch seine Gebote, durch seine Weisungen, durch sein heilige Wort. Er ist der Gesetzgeber. Er setzt die Maßstäbe. Und an uns ist es, die zu nehmen, zu sehen und uns danach zu richten. Unter seinem Schutz und unter seiner Liebe das, was er uns hineinlegt, zu erkennen. Und wird berichtet, Gott ist Retter. Das ist sein Grundanliegen. Und in seinem Sohn Jesus Christus, Jeschua, Gott rettet, ist sein Name, hat er es vollbracht. In Jesus hat Gott uns Rettung gesendet, einen Retter gesendet. Und viele von euch haben ihn schon dürfen erkennen. Wir haben letzten Sonntag dürfen feiern. 6 Teufel, die sagen, jawohl, mein altes Ich stirbt, das Neue darf leben vor Gott und vor den Menschen. Er hat uns aus der Gottferne gezogen, unsere Schuld trägt, neues Leben geschenkt. Und Jesaja bringt aber noch einen Aspekt rein, in diesen Worten, die er da hat, und zwar, der Herr ist unser König. Der Herr ist König. Und das soll der Titel sein vom heutigen Morgen, dass er unser König ist. Er ist nicht nur Retter, der dich erlöst. Er ist nicht nur Richter, der dein Herz prüft. Er ist der, dem du gehörst, der regiert. Die Errettung wird am Ende der Zeit enden. Am Schluss der Gnadenzeit wird die Errettung ein Ende finden. Die Beurteilung vom Richter wird am Schluss ein Ende finden. Wenn alles geordnet und sortiert und geschieden ist. Aber etwas bleibt für immer. Wir haben in den letzten Jahren viele Aspekte von Jesus angeschaut, wer er ist. Der Hirt, der Tür, der Bräutigam, das Licht, der Freund, der Baumeister und viele Attribute von Jesus, die ihn beschreiben für den Weg, wo wir es gehen, für die Zeit, in der wir stehen. Aber ein Titel, ein Attribut bleibt für immer. Und das ist Jesus, der König. Sein Königreich, sein Königtum bleibt für immer. Und so hat schon der Engel, der Maria, angekündigt, bevor sie schwanger war, wer der wird sein, der jetzt zur Welt kommt, durch sie. Lukas 1, 32-33 steht: Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, Vorväter.
Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Also wir sehen, Jesus der König ist der Titel, die Aufgabe, die bleibt. Bei all den anderen Dingen, die sich erfüllen, das ist das, was bleibt. Jesus ist gekommen, um sein Leben zu lassen. Für dich und für mich. Aber über allem steht, er ist gekommen, zum Herrschen. Er ist in die Welt gekommen als Diener, aber er ist gesetzt als Herrscher und König. Von Anfang an. Er hat das für einen Moment auf die Seite gelegt, für dich und für mich. Damit du und ich reinkommen in die Gemeinschaft mit Gott. Aber er ist der Gesetzte. 500 Mal im Neuen Testament wird der Titel Christus genannt. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern bedeutet der Gesalbte. Der Messias auf Hebräisch bedeutet auch der Gesalbte. Also wir haben einen Gesalbten, der kommt. Und ein Gesalbter kann nur ein König, Priester und Prophet sein. Und Jesus erfüllt alle drei in sich. Aber der König ist das, was bleibt von diesen drei Attributen am Schluss. Er ist der gesetzt ist von Gott. Er ist nicht nur der Helfer in der Not. Er ist vom Vater eingesetzter König. Wie lang? Für immer. Für immer und ewig. Ich weiß, wir können uns das nicht vorstellen, was immer und ewig bedeutet. Manchmal gehen Sachen wirklich ewig, oder? Auch Predigten gehen manchmal ewig, oder? Die Schule geht ewig, jetzt haben wir zum Glück Ferien, endlich, Halleluja. Sein Reich bleibt für immer. Der Pilatus hat zu Jesus gesagt, kurz vor der Kreuzigung, bist du der König? Bist du ein König? Und die Gelehrten von der damaligen Zeit haben gerufen, nein, er ist nicht unser König, wir haben nur einen König. Und das ist der Cäsar. Was? Wie bitte? Okay. Wir wollen keinen anderen König. Der Pilatus hat per Dekret gesagt, schreibe die Tafel, nagelt sie oben ans Kreuz an, König der Juden. Vielleicht um zu spotten, vielleicht um was auch immer für ein Zeichen zu setzen, aber es ist dennoch prophetisch und dennoch wahr gewesen. Er hat proklamiert, was der ist, wo da stirbt, nämlich wirklich der König. Seine Bestimmung, schon vor Geburt an, er wird König sein, er wird herrschen. Jesus selber hat darüber kein Geheimnis gemacht. Er hat viel vom Königreich geredet. Und er hat seinen Dienst damit angefangen und hat gesagt, in Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. Das Reich Gottes, Gottes Reich, das Königreich ist jetzt da, ist näher gekommen. Und wer ist der König? Jesus. Er ist gekommen, um ein Reich einzusetzen, von dem er der König ist. Im Matthäus-Evangelium allein haben wir 13 Gleichnisse, die von dem Königreich, von dem Himmelreich reden. Jesus hat gezeigt, wie das jetzt wird geschehen in dieser Herrschaft, in dem neuen Herrschaftsbereich, wo da eingesetzt wird und etabliert wird. Und weitere 6 Gleichnisse reden auch von dem Königreich, von dem Himmelreich, wo da jetzt entsteht. Und Jesus beendet seinen Dienst in Matthäus 28, 18 und sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich muss sagen, das ist eine königliche Ansage, oder?
Alle Macht, alle Herrschaft ist bei mir. Ich bin Regent. Ich herrsche. So sieht es aus. Das ist meine Aufgabe. Also das Reich Gottes war nicht ein Beigemüse in der Lehre von Jesus, sondern ein Kernstück. Und schlussendlich auch ein Grund, warum sie ihn so gehasst haben, warum sie ihn schlussendlich ans Kreuz genagelt haben, weil er behauptet, er sei der Messias, dass er der Gesalbte ist, dass er der von Gott eingesetzte Erlöser ist. Geht gar nicht. Gotteslästerung. Und doch haben sie genau das erfüllt, was er ist. Und haben ihre Aufgabe als Priester wahrgenommen und haben ihn ans Kreuz genagelt. Für dich und für mich. Jesus ist König, das haben wir schon gehört, schon in der Sonntagsschule. Das ist präsent. Hoffentlich für dich und für mich. Aber dass das wirklich das Einzige ist, was bleibt, ist markant und wichtig auch zu erkennen. Und jetzt geht es darum, zum Wissen und zum sich fragen, und das ist eigentlich der Gedanke am heutigen Morgen, wie lebst du unter dem König? Wie handelst du unter dem König? Was macht mit dir der Gedanke, dass wir einen König haben? Viele Christen leben als Gerettete. Wir glauben, dass wir nicht verloren sind. Und das ist gut so, das ist auch richtig so. Aber leben wir als Bürger von einem Reich? Kennen wir den Jesus nur als Retter oder als König? Das ist ein kleiner Unterschied. Als was er für dich ist. Jesus ist nicht nur gekommen, um dich zu retten. Jetzt musst du dich festheben, wenn du das hörst. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber er ist gekommen, um dich zu regieren. Rettung, jawohl, bin dabei. Regieren über dich. Darf ich sagen, ich weiß gar nicht, wie Christoph, wir hätten uns noch ein bisschen absprechen, aber dass er darf über dich herrschen. Heiland, mega. Danke vielmals, Jesus. Herrscher und König. Die Hauptglaubensfrage ist ja oft, glaubst du, oder was passiert, wenn du stirbst? Aber wäre nicht einmal eine gute Frage ist, was ist, wenn du lebst? Was, wenn du glaubst und lebst, im Glauben lebst, in dieser Sicht, dass du nicht nur einen Retter hast, sondern einen König. Und ich habe vorher von diesen Gleichnissen geredet, ich habe es nochmal durchgelesen. Die Gleichnisse sind ja die Himmelsreich-Gleichnisse sind praktisch alle auf jetzt bezogen. Also wie wird sich das Königreich, das Himmelreich jetzt im Prozess entwickeln? Was passiert jetzt, wenn ich bald, meine lieben Freunde, in den Himmel zurückgehe und ihr werdet da weitermachen und apropos, es wird nicht gerade sofort vollendet sein, sondern es wird noch ein bisschen dauern und ihr werdet unterwegs sein und das Himmelreich wird sich ausbreiten. Und ganz verschiedene Bilder, die Jesus nimmt und dann merkt man plötzlich, oh, da ist irgendwie ein Reich und der König geht weg und wir sind zurück und haben wir irgendetwas zu tun, sind wir in Verantwortung gesetzt und irgendwann kommt er wieder. Kennt das Gleichnis vielleicht auch? Also wir haben die Gleichnis so. Jetzt ist die Frage, was macht das mit uns, dass wir eben nicht nur Errettete sind, auch, aber dass wir auch unter Herrschaft sind und eingesetzt sind. Und darum der erste Punkt, den ich euch mitgebe, ist, ich bin ein Kind vom König, meine Identität in Christus ganz neu auch zu erkennen und zu definieren. Deine Identität bestimmt dein Denken und dein Denken dein Handeln. Und im 1. Johannes 3,1 steht, seht, welch eine Liebe unser Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch.
Kind Gottes. Identität. Wer bist du? In ihm, vor ihm. Eine weitere Stelle, Römer 8, 15. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft oder vom Sklav bekommen, sondern den Geist der Sohnschaft oder der Kindschaft. Auch Töchter dürfen da angesprochen sein, indem wir rufen, Papi, Papi, Abba, lieber Vater. Ein Kind vom König. Vollmacht, Recht bekommen, königlich dürfen sein vor ihm. Ich bin nicht mehr definiert durch meine Vergangenheit, meine Herkunft, meine Schwäche oder meine Leistung, sondern ich bin definiert über das, was er sagt, dass ich bin, für ihn. Ich bin nicht ein weises Kind, das gerade so duldet ist in dem Reich vom König, sondern ich bin sein Kind. Du bist gewollt, adoptiert, ausgestattet und gesendet als das König. Kein Sklave mehr, kein Bittsteller, sondern königlich denkt und königlich gemacht. Vom König persönlich eingesetzt, gesalbt. Mit seinem Geist. Ausgerüstet. Und irgendwann in der Apostelgeschichte hat man angefangen, Christen mit dem Wort Christen beschimpfen. Ja, man hat sie jetzt Christen genannt. Der Christus, der Gesalbte, ist dem folgen die. Und darum nennen wir sie jetzt auch Gesalbte. Ah, Halleluja. Wie gut dürfen wir uns Gesalbte nennen. Königskinder nennen. Weil wir dem folgen, wo gesalbt ist, einem König. Darum werden wir ihm ähnlich. Und wir haben seine Salbung über uns, sein Gewand angelegt und es überdeckt uns. Die grösste Lüge vom Find ist ja, du bist gar nicht würdig. Aber Jesus sagt doch, du bist würdig. Jeder, der glaubt, kommt das Recht über, Gottes Kind zu heissen. Ich trete nicht mehr in Angst auf vor Gott, sondern im Vertrauen auf ihn. Ich lebe nicht aus dem Mangel raus, sondern aus der Fülle raus, denn mein Vater ist der König. Er hat einmal im Kigo das Büchlein gegeben, nicht wie bei Räubers. Ja, vielleicht ist der eine oder andere das ein Begriff. Also ein Räuberbub wird adoptiert in Königsfamilien und er benimmt sich immer noch wie ein Räuber, weil er gar noch nicht merkt, dass er jetzt anders sein und darf auch an den Tisch hocken, nicht auf dem Boden, nicht mit den Händen essen, du darfst jetzt richtig ansitzen und richtig essen und bist kein Räuber mehr. Aber das braucht manchmal so ein bisschen Umgewöhnung, ja? Da muss man zuerst merken, aha, ich bin nicht nur duldet, ich bin nicht nur da irgendwo, sondern ich gehöre dazu, ich bin und darf jetzt lernen, ganz neu als Königskind auch unterwegs zu sein. Ich suche meine Identität nicht in Leistung, sondern er ist meine Identität. Paulus hat immer wieder gesagt, Christus in mir, Christus lebt in mir, Christus ist mein Leben. Identifikation, Identität, so etwas Wichtiges. Und die Frage ist an dich heute Morgen, bist du einfach ein Überlebender, ein Geretteter? Oder bist du das Kind vom König, wo weiß, wem es gehört und zu was es bestimmt ist? Das Zweite, wo in das hineingehört, wo aufbaut auf dem, dass du weißt und verstehst, wer du bist, ist, ich lebe als ein Kind vom König. Ich laufe durch das Leben in deren Identität. Die Bibel redet von Wandeln. Ich weiß, wie man das immer auch macht. Wandeln. Epheser 4,1. So nicht wandern. Da können wir besser. Wandelt nun würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid. Also, ich weiß, wer ich bin und jetzt bewege ich mich in dem Sinn. Als ein Königskind. Nicht mehr als Räuber, sondern als Königskind. Denn einst wart ihr Finsternis,
Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Kolosser 1,10, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis. Das ist ganz etwas Wichtiges und die, die schon länger auf dem Weg sind, wissen das. Je länger wir auf dem Weg sind, je mehr erkennen wir, was wir haben in Jesus. Was er da hat für uns, wovon er uns befreit hat. Und wir lernen ihn immer besser kennen. Erwachsen in der Erkenntnis. Vielleicht bist du frisch im Glauben. Vielleicht hast du die letzten Sonntag taufen lassen. Und du sagst, Jesus, ich verstehe noch nicht das Ganze, aber ich lass dich weiter in dieser Erkenntnis beschenken, wer der König ist, wer du bist vor ihm und was er da hat für dich. Auch das wird wachsen. Das werden wir immer mehr verstehen, je mehr wir mit ihm unterwegs sind. Die Errettung, aber auch deine Position vor ihm. Der neue Stand vor ihm wandelt. 1. Thessalonicher 2,12, dass ihr würdig des Gottes wandelt, der euch wo ane? Zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen. Come on. Okay, Herr, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen. Okay, ich spüre, Herr, da, wer ich bin, oder ich versuche es zu verstehen und ich fange an, in dem hinein zu laufen. Lebst du als Geretteter oder als Bürger vom Himmel? Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ich erkenne nicht nur, ich laufe nicht nur, sondern ich wirke. Ich wirke aus dieser königlichen Identität heraus. Das Kind vom König wirkt im Auftrag vom König. Und wie ich vorher gesagt habe, die Gleichnisse vom Königreich, die involvieren dich und mich. Irgendwie hat es dem Herrn gefallen, uns in den Bau von seinem Reich zu integrieren. Und hat Gleichnis gebracht, wie das vom Surteig, wo in einen Teig, in einen Teig oder in ein Mehl hineingeworfen wird und sich unaufhaltbar, unkontrollierbar, nicht mehr aufhaltbar wird ausbreiten. Oder ein kleiner Samen, der fällt ins Erdenreich, sagt er seinen Jüngern. So wird es jetzt anfangen, ganz klein. Und in der nächsten Zeit wird sich das ausbreiten und irgendwann wird es ganz groß sein und die Völker, die Nationen werden in dem Baum, wo entsteht, innen können nisten, darunter können Schatten finden, Segen empfangen aus dem Königreich, wo jetzt entsteht. Und vielleicht hat es den Jüngern angefangen, dämmern langsam. Der Auftrag ist noch nicht mal ans Ende, es könnte länger gehen. Ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Und wenn Jesus noch sagt, geht hin in alle Nationen und macht Nachfolger, ich weiß nicht, ob die überhaupt gewusst haben, dass es noch außerhalb von Israel noch so viel gibt. Gut, vielleicht haben sie von Griechenland und von Rom gehört, der Cäsar, aber was gibt es sonst noch? Nationen sollen erreicht werden, aus dem Hüffeli, wo wir sind, wo wir da berufen sind. Ich wirke, du wirkst als Königskind. Johannes 2. Oder auch nicht. Johannes, 2. Korinther 5, 20. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Anstelle von Jesus. Jesus hat gesagt im Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Huiuiui. Lukas 19, 13. Der König aber rief 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme.
Und das Gleichnis hat er kurz vor dem Palmsonntag gesagt. Am anderen Tag war gerade Palmsonntag. Da hat er gerade nach dem Zachäus gesagt, der gerade das Geld verteilt hat, ist er mit dem gekommen. Und warum hat er das Gleichnis gebracht? Es heisst, warum? Es heisst, weil sie geglaubt haben, dass das Königreich gerade kurz bevorsteht. Also übermorgen geht es los. Und darum hat er ihnen das Gleichnis gesagt. Er hat gesagt, ein König ist weggegangen und hat Leute eingesetzt und hat ihnen Talent gegeben, hat ihnen etwas Wertvolles mitgegeben. Und er hat gesagt, so jetzt mit dem, was ich euch gegeben habe, mit dem Heil, das ich euch anvertraut habe, mit dieser guten Nachricht, macht etwas daraus. Ich bin nicht nur Empfänger, sondern Mitstreiter, Mitarbeiter, involviert in das, was Gott tut. Ich diene nicht aus Pflicht, sondern aus Bevollmächtigung. Ich bete nicht zaghaft, sondern in königlicher Autorität im Namen Jesu. In seinem Auftrag. Das zu spüren und zu erkennen und irgendwo so, okay, wo stehe ich, wie laufe ich in dem Innen? Manchmal sind die Leute überrascht, wenn sie hören, dass ein gläubiger Mitstreiter von Jesus 10% von seinem Lohn ins Reich Gottes investiert. Er hat eine Zehnte abgibt. Aber das Kind Gottes eben, es kommt darauf an, wie man sich sieht, oder? Du investierst ja auch in dich. Halleluja. Investierst in deine Zukunft, investierst in deine Kinder, investierst in deinen Job, investierst in dein Auto, investierst in whatever. Aber ein Mitstreiter Jesu, einer, der die Identität erkannt hat, der wandelt und der merkt, ich wirke mit in dem Reich, der hat eine ganz andere Sicht und sagt, ich investiere ins Reich Gottes. Ich investiere in die Gemeinde. Ich investiere, dass das, was ich erlebt habe, auch andere erleben. Ich investiere in die Mission, dass auch andere Völker dürfen erreicht werden mit dieser guten Nachricht. Also, das ist nicht irgendwie so ein Gesetz, das man zu erfüllen hat, sondern eine Berufung, eine Freude vom Mitwirken auf diese Art. Aber auch deine Zeit zu investieren. Oh, Dienst. Christoph macht wieder Next Steps. Die wollen nur, dass ich mithelfe. Ja! Aber nicht, weil wir wissen, dass du die völlige Zeit hast, sondern weil ein Königskind baut das Königreich. Und ja, vielleicht ist dann ein anderes Hobby ein bisschen weniger Zeit, aber wir investieren in das, wo unser König dran ist. Und man betet königlich, wir gehen in das hinein, wir investieren in unsere Talente und Fähigkeiten. Nicht in der Welt, sondern ins Reich Gottes. Aber ist jedem schlussendlich selber freigestellt. Königskind wartet nicht auf den Himmel. Sie dienen dem Himmel. Sie dienen dem Königreich. Und das komplette, vollkommene Königreich, das kommt. Aber wir sind jetzt schon in der Entwicklung, in der Vorbereitung von dem Reich, wo kommt. Ich bete, weil ich weiß, Gebet bewegt den Himmel. Ich diene, weil ich weiß, ich baue ein Königreich und ich handle, weil ich weiß, ich bin ein Gesandter. Ich bin ein Gesandter, ich bin ein Stellvertreter. Wie zeigt sich das in deinem Leben? Darf die Identität und die Einsetzung, die Aufgabe noch mehr zum Tragen kommen bei dir? Ja, du bist gerettet, du bist erreicht worden, aber das ist nur der Anfang, wie wir letztes Mal an der Taufe auch gesagt haben. Jetzt geht es darum, miteinander zu gestalten, miteinander zu bauen. Stockenburg, 40'000 Menschen. Erreichen, auf alle Art und Weise, irgendwo Einfluss zu nehmen und in anderen Ländern Einfluss zu nehmen.
das Königreich voranzutreiben. Ich weiß nicht, Jesus könnte das viel besser als mir, ich weiß. Und ich weiß nicht, warum er es nicht einfach selber macht. Irgendwie gefällt es ihm, mit dir das zu machen. Deine Identität, dein Mitwirken, das ehrt ihn. Wenn du in dieser Welt stehst, aber nicht für die Welt lebst, sondern für ihn lebst. Das ist ein Absurdum per se, oder? Und wenn es Menschen gibt, die das machen und sich einsetzen, dann ehrt das der König, dann ist das Lobpreis besser als irgendwie singen und spielen und was auch immer. Das ist der Ausdruck von dem, was wir sind. So, ich bin Kind vom König, ich lebe unter seiner Herrschaft und ich wirke in seinem Namen. Und bis wenn? Was meinst du, Claudine, bis wenn? Bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. Wir geben nicht auf, bis er wiederkommt. So hat Jesus gesagt. Handelt mit dem, bis ich wiederkomme. Du bist mehr als gerettet. Du bist gesalbt, gesetzt, gesegnet. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Du bist berufen, eingesetzt, autorisiert. Jesus ist nicht nur Retter, er ist König. Und er ruft dich nicht nur als Zuschauer, sondern als Nachfolger. Dass du Teil von dem bist, was er tut. Und schau nicht zu weit, musst nicht weit gehen, sondern da in dem Tal, da in dieser Gemeinde passiert etwas Grossartiges. Gott ruft immer wieder neue Menschen dazu. Und du darfst Teil von diesen Rausgerufenen sein. Ekklesia ist das griechische Wort für Gemeinde. Und Ekklesia bedeutet nicht ein Gebäude mit einem Turm oder irgend so, auch nicht der Raum da. Ekklesia bedeutet die Rausgerufenen. Die Rausgerufenen, die erwählte Schar. Und so schön, dass im Toggenburg eine Schar entsteht, dass du zu einer Schar gehörst. Eine Schar ist immer Gefahr, dass man sich so in der Schar untertaucht. Je grösser die Schar, je grösser die Gefahr, dass man untertaucht. Sondern dass du dir sagst, hey, ich bin gesetzt als Mitwirkende in diesem Reich. Band, ihr dürft vorkommen. Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen, wenn du dir das Gefühl hast, hey, vielleicht stehe ich irgendwie am Rand von dem Wirken, von dem, was Gott tut, und sehe ich mich mehr als einfach, ja, Halleluja, ich bin erlöst. Oder darf ich mich, oder sehe ich mich immer mehr als so ein eingesetztes Königskind, das eine Wirkung hat in deinem Umfeld, wo immer du auch bist. Und wenn du den Jesus noch nicht kennst, wenn du den König noch nicht zu deinem König gemacht hast, dann möchte ich dir Mut machen heute Morgen, dass du ihm sagst, Jesus, komm und werd du mein Herr, werd du mein König, herrschst du über mich. Ich lege meine Kronen ab. Die Bibel redet von Demut. Es braucht ein bisschen Demut, aber wer Demut tut, wer demütig wird, der wird erhöht werden, der wird eingesetzt werden. Und so möchte ich dir Mut machen. Lass uns aufstehen miteinander heute Morgen. So egal, ob du heute das erste Mal da bist und Jesus nicht kennst, oder ob du frisch im Glauben bist, oder ob du schon lange im Glauben bist, dein König Jesus steht vor dir. Und er möchte wirken in dir, er möchte wirken mit dir und er möchte dich einsetzen als sein Königskind. Du bist kein Räuber mehr. Du bist jetzt Licht. Du darfst wirken durch seinen Geist. Du darfst laufen in seinem Namen. Du darfst beten in seinem Namen. Du darfst verkündigen seinen Namen. Und er wird wiederkommen. Aber in der Zwischenzeit sagt er, handlet mit dem, was ich euch gegeben habe. Mit dem Geschenk vom Heil wirket. Danke, Jesus. Du bist König.
Dein Königreich ist für immer. Dein Amt ist für immer. Und dein Königreich breitet sich aus. Heute und jetzt, hier im Toggenburg. Und wir wollen sehen, wie es sich noch massiv ausbreitet, Herr. Wir wollen sehen, wie das Volk, das du hast in dem Tal, erreicht wird und verändert wird und prägt wird, gerufen wird. Dass noch viele hunderte Menschen zu dieser Ekklesia werden, wo du bestimmt hast für dein Reich. Aus allen Nationen werden sie kommen und dich zurufen. Würdig, würdig, würdig. Und König allmächtig und ewig